Guten Tag miteinander, hallo zusammen, schön sind ihr da. Das ist ein kurzer Live von mir, von der Katrin Erni von swissgermanonline.com und ich möchte euch erzählen, was für ein Thema wir für heute am Abend parat haben. Heute am Abend haben wir wieder eine Live-Lektion für Schweizerdeutsch und in unserer Lektion haben wir einen Dialog vorbereitet und das Mal geht es ein bisschen um den Kanton Wallis. Woher kommst du? Kennst du jemanden, der aus dem Wallis kommt? Hast du schon mit dieser Person geredet? Wie verstehst du ihr Dialekt, das Walliser Deutsch? Bist du auch schon im Wallis gsi? Was hast du gesehen vom Wallis? Welche Orte hast du besucht? Auf welchen Bergen bist du gsi? Was für Aktivitäten hast du unternommen im Wallis? Natürlich, das Wallis ist unser Bergkanton und man ist gerne in den Bergen, man geht wandern, man kann aber auch viele andere Bergsportarten machen, man kann Gleitschirm fliegen, das habe ich noch nie gemacht. Oder man kann zum Beispiel Skifahren im Winter. Hallo Olivia, du bist auch schon im Wallis gsi? Ja, der Dialekt ist schwierig zu verstehen. Und ich habe eigentlich gemeint, ich verstehe gut Walliser Deutsch, wenn man so die Walliser im Radio hört reden, so mit anderen Schweizer, mit so, sie sagen den anderen Schweizer, sagen sie Grüezi, also die Grüezi sagen, weil sie sagen nicht Grüezi, im Wallis sagen sie Guten Tag, oder Tagwohl könnte man auch sagen, Tagwohl. Sie reden dann untereinander, wenn sie mit anderen Walliser zusammen reden, reden sie noch ein bisschen anders. Du bist das letzte Jahr im Wallis gsi. Schön. Ich hoffe, du hast eine schöne Zeit im Wallis. Wo bist du gsi genau im Wallis? Olivia. Die Walliser, ich habe letzte, als ich eine Freundin besuchen ins Wallis, wo Walliserin ist, oder mindestens ihre Mutter ist Walliserin und sie redet Walliserdeutsch, aber mit mir redet sie Solothurndeutsch und ich habe sie wirklich nicht verstanden, was sie mit ihrer Familie geredet hat, ihrem Onkel. Also ich bin ganz überrascht gsi, wie wenig das ich verstanden habe. Du bist schon in Sion gsi. Ja, Sion ist die Hauptstadt vom Wallis und auf Deutsch sagt man dieser Stadt sagt man Sitten. Es ist eigentlich eine zweisprachige Stadt, aber mehrheitlich redet man Französisch. Also ich habe im Internet nachgelesen, dass es 68% französischsprachige Einwohner hat und glaube 28% oder so deutschsprachige. Also die Deutschen sind in der Minderheit, aber doch recht ein grosser Teil, mindestens etwa ein Drittel der Einwohner vom Sitten sind deutschsprachig. Ja, also heute am Abend haben wir zuerst einen Livestream und da haben wir einen Text vorbereitet. Wir werden auch ein bisschen über Walliser Wein reden, über Rebberge, über die Sprache und darüber, woher kommst. Also, da kommt jetzt eben jemand aus dem Wallis. Also ganz einfache Texte. Und dann später im Zoom-Treffen für die wollen, Schweizerdeutsch reden. Die können dann ins Zoom-Treffen kommen und dort können wir noch mehr darüber reden, was ihr im Wallis schon alles gemacht habt, was ihr gesehen habt. Habt ihr Burgen gesehen oder vielleicht Naturwunder oder sind ihr in Thermalquellen gewesen oder vielleicht auch auf hohen Bergen, vielleicht sind ihr grosse Bergsteiger und gehen auf 4000er oder
Ja, Olivia, du lernst gerne Schweizerdeutsch mit kleinen Geschichten. Genau, dann bist du bei uns gold richtig. Wir haben immer so Dialog vorbereitet und ihr könnt dann nachher die Sätze aus dem Dialog rauspicken und lernen, die ihr gerne würdet brauchen in eurem Alltag. Gut, also ich lade euch ein, tun euch einschreiben auf swissgermanonline.com. Ihr habt die Adresse unten. Oder wenn ihr das Gleiche möchtet lernen auf Hochdeutsch, haben wir auch eine Homepage german.tag und wir haben den gleichen Dialog vorbereitet für am Dienstag am Abend am 8. Uhr auf Hochdeutsch. Das ist unsere Schriftsprache in der Schweiz. Hallo Raisi, bist du auch schon im Wallis gewesen? Kennst du das Wallis gut? Und was vielleicht viele nicht wissen, in der letzten Zeit hat sich das Wallis sehr gemacht als innovativer Kanton und sie haben viele Start-ups und so. Natürlich ist es ein bisschen billiger im Wallis etwas zu starten als zum Beispiel im Kanton Zürich, wo man fast keinen Platz findet und alles so teuer ist. Dann ist das Wallis eine gute Alternative. Und Arbeiter haben vielleicht auch Freude daran, wenn sie nach dem Arbeiten schnell gehen wandern oder Mountainbiken oder in eine Thermalquelle oder was auch immer. Gut, also schreibt euch ein, testet unseren Kurs. Ihr könnt ihn 30 Tage lang, also einen Monat lang gratis testen. Und dann hoffentlich gefällt es euch. Hoffentlich ist es eine gute Idee und eine gute Hilfe für euch zum Schweizerdeutsch lernen. Auf jeden Fall, ich auch immer gerne Zoom treffen, weil man da interessante Leute trifft und mit ihnen kann Schweizerdeutsch üben. Thermalquelle, Quelle, genau, das letzte Wort ist gut. Eine Quelle ist dort, wo das Wasser aus dem Boden kommt, wo so frisches, sauberes, gutes Wasser aus dem Boden kommt. Das ist eine Quelle. Genau, Thermalquellen sind super, weil da kommt warmes Wasser aus dem Boden und es ist meistens auch sehr gesund und man kann sogar im Winter draussen baden, weil das Wasser genug warm ist. Also es ist auch gut, zum Beispiel nach dem Skifahren kannst du auf Leukerbad baden. Wenn du ins Leukerbad gehst Skifahren, dann kannst du nachher gerade ins Thermalbad. Okay, es hat mich gefreut, mit euch zu chatten. Schön, sind ihr da gewesen. Ich wünsche euch noch ganz einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns ja heute am Abend, am 8. im VIP Schweizerdeutschkurs. Macht's gut. Tschüss zusammen. Olivia, du schreibst noch, das ist das Beste im Winter und du hast das noch nie erfahren. Du meinst vielleicht, ich habe das noch nie erlebt und du möchtest das einmal machen. Nach dem Skifahren in einer Thermalquelle baden. Das ist sicher etwas Gutes, kann ich empfehlen. Mach's gut. Tschüss zusammen.